Nun möchte ich Ihnen alles über die künstliche Befruchtung erklären, da man durch Forschungen erfahren hat, dass mehr als 15% der Paare in Griechenland an Befruchtungsproblemen leiden. Doch dies wird uns Herr Dr. Prapas ausführlich erläutern. Guten Abend. Guten Abend. Herr Prapas, Sie sind Professor im Bereich der Gynäkologie und Geburtshilfe an der Universität in Thessaloniki. Erklären Sie uns bitte, was genau ist eine künstliche Befruchtung? Nun, eine künstliche Befruchtung ist ein Verfahren, das außerhalb des Körpers stattfindet, indem wir die Eizellen der Frau mit dem Sperma des Mannes im Labor befruchten. Aus der Eizelle und dem Sperma wird nun ein Embryone entstehen. Dieser Embryone wird von uns in die Gebärmutter der Frau eingesetzt. Die Methode der künstlichen Befruchtung hat vor 35 Jahren begonnen, um das Problem der verschlossenen Eileiter zu überwinden. Von da an haben wir uns weiterentwickelt. Können Sie uns sagen, was für einen Erfolgsquotient wir heute haben? Der Erfolgsquotient. Nun, an dieser Stelle muss ich etwas erklären, Frau Gimenidu. Einige nehmen als Erfolgsquotient den ersten Herzschlag, bis Leben in der Gebärmutter auftritt, und andere zählen als Erfolgsquotient, wenn man das Kind mit nach Hause nimmt. Von da an ist es eine normale Schwangerschaft. Mit dieser Voraussetzung ist es nun vom Alter der Frau abhängig. Die erste Kategorie, um gute Ergebnisse zu erreichen, ist, wenn die Frau maximal 33 Jahre ist. Ab 34 bis 38 geht es abwärts und ab 39 bis 43 nochmals. Das heißt, um die besten Ergebnisse bis zu 50% erreichen zu können. Und mit 38 sind es 25%. Mit 43 5, mit 44 2% und mit 45 1%. Dies zeigt uns, was für ein wichtiger Faktor das Alter der Frau bei einer künstlichen Befruchtung ist. Ein Faktor, von dem wir nicht wissen, ob wir ihn je überwinden werden. Versuchen es die Frauen über 40 öfter? Wir haben einst mal gehört, dass manche es auch 10-mal versuchen. Statistisch gesehen müssen Sie bedenken, dass eine 40-jährige Frau eine 15- bis 20%ige Chance bei einer künstlichen Befruchtung hat und eine 42-jährige 8%. Doch das ist nicht meine Meinung, dies steht in den Büchern. Eine 43-jährige soll 5% und eine 44-jährige soll 2% haben. In welchem Alter war die älteste Frau, die sich bei Ihnen einer künstlichen Befruchtung unterzogen hat? Ich habe diese Methode bei einer 42- und 43-Jährigen angewandt. Doch Sie müssen verstehen, es handelt sich hier um Statistiken. Das heißt, bei einem Alter von 44 liegt man bei 2%, dass es gelingt, und 98, dass es scheitert. Wir müssen unseren Zuhörern mitteilen, dass es heutzutage kein Paar gibt, das kein Kind bekommen kann. Dies ist eindeutig, denn heutzutage gibt es die Möglichkeit einer Eizellspende oder die Möglichkeit einer Leihmutter. Bis zum Alter von 50 Jahren, gemäß griechischer Gesetzgebung, kann eine Frau mittels künstlicher Befruchtung schwanger werden, irrelevant, ob es ihre eigenen Eizellen oder mittels Eizellspende ist. Heißt das, dass eine Frau, die ihre fruchtbare Periode ist, also um die 30, ihre Eizellen kryokonservieren kann, um sie zu einem späteren Zeitpunkt befruchten zu lassen, falls sie doch nicht heiraten wird? Sicherlich. Dies hat seinen Ursprung beim Mann. Wir haben in Thessaloniki Spermabanken, unsere eigene gibt es schon seit mehreren Jahren, wo Männer mit Hodenkrebs sich einer Chemotherapie unterziehen mussten. Aus diesem Grund ließen sie im Voraus ihr Sperma kryokonservieren, um es später zur Verfügung zu haben. Dies geschieht nun auch mit den Frauen. Bei einem jungen Mädchen, demnächst hatten wir ein 19-jähriges Mädchen mit einem Eierstocktumor. Da haben wir Eierstockgewebe kryokonserviert. Allerdings können wir auch Eizellen entnehmen. Außerdem gibt es Frauen, die wegen ihrer Karriere noch nicht den richtigen Mann gefunden haben und sich Gedanken machen. Diese Frauen können ihre Eizellen kryokonservieren. An diesem Punkt möchte ich erläutern, dass die Technologie im Bereich der Kryokonservierung, so nennt sich die Methode, mit der man Hodengewebe, Eierstockgewebe, Eizellen, Embryonen, Sperma usw. tiefkühlen kann, die letzten Jahre weiterentwickelt hat. Diese Methode ist nun so fortgeschritten, dass sie sich mit frischen Eizellen vergleichen kann. Damit möchte ich sagen, dass eine Frau sich einer Behandlung der künstlichen Befruchtung unterziehen kann und die 10, 15 oder 20 Eizellen kryokonservieren kann.
um später, wenn sie eine Familie gründen will, diese dazu verwenden. Sie haben uns erklärt, welches das richtige Alter ist. Welcher Frau würden Sie Ihrer Meinung nach raten, sich einer künstlichen Befruchtung zu unterziehen? Ich kann nicht sagen, welche Frau. Alle Frauen können sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen. Dies führt zu dem, das ich vorhin schon erwähnt habe, dass es kein Paar gibt, keine Frau, bis zu einem Alter von 15 Jahren gemäß griechischem Gesetz, die kein Kind bekommen kann, solange sie alle Möglichkeiten, die uns die Medizin heute bietet, in Anspruch nimmt. Wenn wir nun die künstliche Befruchtung beiseite lassen, das ideale Alter einer Frau, schwanger zu werden, ohne künstliche Befruchtung, ist ca. zwischen 27 und 30. Ab dem 33. Lebensjahr mindern sich die Möglichkeiten. Wieso sie sich mindern? Dies muss vielleicht genauer erklärt werden. Aus demselben Grund, aus dem eine Frau ab 36 sich einer Untersuchung unterziehen muss, um festzustellen, dass sie nicht unter dem Down-Syndrom leidet. Wie beeinflusst das Down-Syndrom die Eizellen einer Frau ab dem 36. Lebensjahr? Die Frau ist im Gegensatz zum Mann in einer unglücklichen Situation. Der Mann kann bis zum 90. Lebensjahr ein Kind zeugen. Die Frau allerdings erleidet ab dem 36. chromosomische Anomalien von Natur aus. Dagegen kann sie nichts unternehmen. Dies führt dazu, dass sie mehr Chancen auf Eizellen mit schlechter Eiqualität hat. Die führt zur schlechter Eiqualität von Embryonen. Die Natur nimmt ihren Lauf und verhindert die Einnistung. Aus diesem Grund sinken die Erfolgsquoten. Manche Frauen meinen nun, dass sie doch Eizellen produzieren. Das kann schon sein, doch die Qualität ist nicht gut genug. Je mehr die Jahre vergehen, je mehr sinkt die Chance auf 25%. Bei einem Alter von 38 Jahren gibt es meist keine gute Eizellqualität. Diese leiden meist unter Chromosomstörungen. Herr Prapas, lassen Sie uns nun eine Frau aus Kavala anhören, die es geschafft hat, eine Tochter zu bekommen, mittels künstlicher Befruchtung und ohne Medikamente. Mein Leben hat sich total verändert. Das Einzige, das mich interessiert, ist mein Kind. Das Einzige, das ich sehen möchte, ist ihr kleines Gesicht. Frau Tora Ketikoglu hält ihre Tochter in den Händen. Glücklicher denn je genießt sie ihre Mitgefühle. Die kleine Vasiliki ist ein süßes Mädchen und gerade mal 13 Monate alt und wächst mit viel Liebe in Kavala auf. Sie ist das erste Kind, das in Griechenland mittels künstlicher Befruchtung ohne Medikamente zur Welt gekommen ist. Dora hat es geschafft, Mutter zu werden, mittels der künstlichen Befruchtung, jedoch ohne Hormone zu sich zu nehmen. Nach gescheiterten Versuchen mittels der bekannten Methode und der medizinischen Belastung, ich habe schon einen Versuch im Ausland hinter mir, der mich sehr belastet hat aufgrund der Medikamente. Aus welchem Grund sollte man Medikamente zu sich nehmen, wenn es doch auch anders geht? Herr Dr. Prappa, wie ist eine künstliche Befruchtung ohne Medikamente? Diese Vorgehensweise nennt sich In-vitro-Maturation. Das heißt, im Labor wachsen die Eizellen heran. Es muss betont werden, dass diese Methode nicht für jeden gedacht ist. Wir müssen unseren Zuschauern erklären, es handelt sich hier um Frauen, die unter Leberproblemen leiden und keine Medikamente zu sich nehmen können, oder Frauen, die eine OP zur Entfernung eines Tumors hinter sich haben und keine Medikamente einnehmen dürfen, oder Frauen, bei denen Medikamente zu einer Hyperstimulation führen können und dadurch ihr Leben gefährden könnten. Oder aber auch Frauen, die aus Überzeugung keine Medikamente zu sich nehmen. In diesen Fällen beobachten wir die Eizellen der Frau mittels Ultraschall, ohne Medikamente zu verabreichen, ohne Spritzen. Am 8. Tag, wenn die Eizelle 12 mm erreicht hat, nehmen wir diese mittels einer kleinen Nadel heraus aus dem Körper der Frau. Im Anschluss werden sie von uns mit verschiedenen Techniken 2 weitere Tage weiterentwickelt. Sobald wir sehen, dass sie einen zufriedenstellenden Punkt erreicht haben, werden sie von uns befruchtet. Sobald sie sich zu Embryonen weiterentwickelt haben, werden sie in die Gebärmutter eingesetzt. Dies nennt man eine In-vitro-Reifung. Außerdem haben wir in der Reportage gehört, dass die Frauen oft zögern. Sie würden sich einer künstlichen Befruchtung unterziehen, aber nicht oft. Dies ist ein anstrengender Prozess für die Frau und ihren Körper. Es ist wahr, dass diese Frau durch die In-vitro-Reifung schwanger geworden ist.
Es gibt ein Geheimnis im Bereich der Wissenschaft die letzten Jahre. Denn es ist gut, wenn der Embryotransfer nicht im Zyklus der Frau stattfindet. Damit ist die künstliche Befruchtung ohne Medikamente gemeint. Im Zyklus, wo die Frau Hormone zu sich genommen hat. Diese ganze Hormontherapie erschüttert den Hormonhaushalt der Frau etwas. Und die Frau selbst natürlich. Wäre es nicht besser, das Embryo kryo zu konservieren und in der Frau etwas später einzusetzen, nachdem sich die Frau von den Spritzen erholt hat? Gibt es Nebenwirkungen? Gibt es Fälle, in denen die Frau keine Kinder zeugen kann? Und welche sind die Nebenwirkungen? Ich muss Ihnen erklären, dass es viele Forschungen gegeben hat über Brustkrebs, Eierstockkrebs, Gebärmutterkrebs und so weiter. In keinem der Fälle wurde bewiesen, dass die Frau an schweren Krankheiten erkrankt ist, wie zum Beispiel an Eierstockkrebs. Nur simple Erkrankungen wie Krampfadern oder ähnliches. Natürlich gibt es auch ernste Fälle, wie bei dieser Frau. Eine Überstimulation der Eierstöcke ist ein sehr ernster Fall. Doch auch dies kann reguliert werden. Im Großen und Ganzen gibt es keine ernsthaften Komplikationen, die die Angst der Frauen rechtfertigen. Sie dürfen nicht vergessen, dass diese Medikamente seit über 35 Jahren verwendet werden. Früher wurden sie auch außerhalb des Bereichs der künstlichen Befruchtung verwendet. Das erste Kind, das durch künstliche Befruchtung gezeugt wurde, ist heute 35 Jahre und die Medikamente wurden schon vor dieser Methode angewendet. Die Frauen, die einer Behandlung mit diesen Medikamenten unterzogen wurden, sind heute schon 80 Jahre. Wie groß sind die Kosten? Gibt es Paare, die nach dem ersten Versuch aus Grund der Kosten es nicht noch einmal versuchen? Ich muss dazu sagen, dass der Fraueninstinkt, der Mutterinstinkt und der Vaterinstinkt für ein Kind so ausgeprägt sind, dass die Menschen alles Mögliche tun, um ihr Ziel zu erreichen. Sie leihen sich, sie verkaufen ihr Auto und so weiter. Eine künstliche Befruchtung kann von 2.500 bis 4.000 Euro kosten. In Griechenland hat man etwas mehr Glück, da die Versicherung IKA die Medikamente zahlt. Doch bei anderen staatlichen Versicherungen muss man sich zu 25% beteiligen. Daher müssen Sie außer dem Betrag für die künstliche Befruchtung auch dies dazu zählen. Da kommt man dann auf 2.500 bis 4.000 Euro. An die Apotheke zahlt man 500, denn der Staat beteiligt sich mit 75%. Um die Wahrheit zu sagen, dies ist ein Nachteil. Demnächst las ich in einer führenden amerikanischen Zeitschrift Fertility und Sterility: Können wir etwas tun, um die Erfolgschancen der 35-jährigen Frauen zu erhöhen? Und es wurde geschrieben, ja, indem wir die Versuche vervielfachen. Aber wie kann das eine Frau tun, wenn sie weitere Versuche nicht bezahlen kann? Die ganze Prozedur kostet ungefähr zwischen 2.500 und 4.000 Euro. Wird in öffentlichen Krankenhäusern solch eine Behandlung vollzogen? In manchen Jahren. In Thessaloniki gibt es das Krankenhaus Papageorgiou und in Athen das Asterio, das Alexandra und das Atikol-Krankenhaus. Gibt es Wartelisten? Ja, es gibt welche, doch man ist nicht sehr flexibel. Und bevor wir zum Schluss kommen, Herr Dr. Pappas, möchte ich Sie darum bitten, unseren Frauen ein paar Ratschläge zu geben, wie sie ihre Fruchtbarkeit erhalten können. Gerne doch. Ausgewogene Ernährung, Sport, nicht rauchen. Geben Sie mir einen Moment, noch etwas hinzuzufügen. Zu meiner Zeit in Yale, in Amerika, zählen Yale und Harvard zu den besten Universitäten der Welt, müssen Sie wissen. Nun im Flur, wo die Geburtszimmer Anschluss fanden und die Frauen durch mussten, gab es kein Rauchverbotszeichen, doch eine Broschüre mit einem Fuß von einem normalen Kind und ein zweites Bild von einem anderen Kinderfuß. Darunter stand: Raten Sie, welchem Kind seine Mutter raucht. Man muss berücksichtigen, Rauchen ist ein sehr wichtiger Faktor. Ernährung, übergewichtige Frauen, darauf folgen Zysten in den Eierstöcken, Hormonstörungen und für die Männer ist es wichtig aufzupassen. Schläge in die Hoden, Übergewicht, das heißt die größten Schäden tragen Lastwagenfahrer davon. Entweder sitzen sie zu viel oder leidet dazu noch das Übergewicht. Die Hoden sind so gemacht, dass sie 2 Celsius niedrigere Temperaturen haben als der übliche Körper. Aus diesem Grund sind sie auch außerhalb des Bauchbereichs. Umso höher die Temperatur steigt, desto mehr werden die Hoden zerstört. Gesunde Ernährung, Sport, Verletzungen vermeiden. Die Frauen, gesunde Ernährung, kein Übergewicht. Fett führt zu Hormonstörungen.
Wenn die Schilddrüsenprobleme haben, lassen Sie sich von den Ärzten regulieren. Wir bedanken uns sehr, Herr Dr. Prapper, und ich bedanke mich für Ihre Einladung.